Grüß euch und willkommen bei einer neuen Folge von What the Fuck ist Bayerisch. Ich bin heute in Niederbayern und zwar in dem Teil von Niederbayern, der drunter der Terna ist, also jenseits der Donau. Das ist der Bayerische Wald und zwar in Waldkirchen. Das ist die östlichste Stadt vom Bundesland Bayern, schon fast an der Tschechischen Republik und fast am oberösterreichischen Mühlviertel. Und zwar bin ich da aus dem Grund, weil heute die Uni Passau da in Waldkirchen im Rahmen von der Niederbayerischen Gartenschau ihre dialektologischen Forschungsprojekte vorstellt. Und zwar hat die Universität Passau eben ein Institut, was sich sehr viel mit Dialektologie beschäftigt, mit dem Bayerischen, mit den bayerischen Dialekten und im Speziellen natürlich mit dem, was in Niederbayern geredet wird. Und da werden wir Gelegenheit haben, dass wir mit den Forschern direkt ein paar Interviews machen und die uns ein wenig mehr erzählen über ihre Projekte und über das Niederbayerische im Speziellen, dass wir mal ein wenig was erfahren, was ist da das Besondere, was ist eigentlich anders, was ist der Unterschied zwischen Niederbayerisch und Oberbayern und was ist überhaupt der Unterschied zwischen Niederbayerisch und Oberösterreichisch, ist da überhaupt so ein großer Unterschied? Und über das neueste Forschungsprojekt werden wir auch was erfahren, eben über den Böhmerwald, was nämlich nicht nur für Professoren und Studierte gemacht wird, sondern es kommt auch als CD-ROM raus, dass man sich die einzelnen Regionen von Niederbayern anklicken kann am Computer und schauen kann, wie redet man da, wie heißt das Wort dort und dort. Eben, dass das ganze Wissen über das Bayerische, über den Dialekt auch ein wenig unter die Leute kommt. Grad zwing der wird's dem vor, hodel, ho. A da muss ich ganz so viel leid. Grad zwing der wird's dem vor, hodel, ho. A da muss ich ganz so viel leid. Wir sind jetzt bei der Frau Spanbauer-Pollmann von der Uni Passau und da wird heute Sprache der Regionen heißt die Veranstaltung. Da wird unter anderem der Niederbayerische Sprachatlas präsentiert und überhaupt so die Forschungsarbeit von der Universität Passau, was jetzt die bayerische Sprache betrifft. Und da war meine erste Frage, vielleicht da im Hinblick, dass das Publikum hauptsächlich aus Österreich ist, wo in Bayern redet man eigentlich überhaupt Bayerisch? Weil wir gerade vor der Karten stehen. Okay, also wenn man Bayerisch als Bayerisch mit I sehen will, also bayerische Schreibung mit I, dann redet man da eigentlich nur im Bayerischen Wald, in der Teile von der Oberpfalz noch Bayerisch und natürlich diesen Bereich runter bis zum Österreichischen. Das Bayerisch mit Y, da gehört natürlich auch Franken dazu. Okay? Und deswegen machen wir da den Unterschied. Aber der rein bayerische Dialekt, den haben wir hier natürlich in Niederbayern. Wir gehören zum mittelbayerischen Sprachgebiet und haben aber auch noch von Norden her schon nordbayerische Einflüsse. Mein Name ist Karin Wachtfeitel, ich bin Studentin der Universität Passau und habe im Rahmen meiner Magisterarbeit eine Dialektbefragung durchgeführt, und zwar an meinem Heimatort in Heidmühle. Und zwar habe ich 30 Personen befragt, 10 der jüngeren Generation, also von sagen wir mal 18 bis 30, von der mittleren Generation von 30 bis 50 und ältere Generation ja aufwärts 50 bis teilweise 88, 89 Jahre. Und das Ergebnis, was ich eigentlich herausfinden wollte, ist, weil man sagt oft, ja, das ist ein Begriff, den sagt mein Vater, aber ich sage den nimmer. Oder die Eltern sagen zu den Kindern, ja, das heißt aber nicht so, sondern das sagt er bei uns eigentlich anders dazu. Und wollte mal dem nachgehen, ob das eigentlich so stimmt, dass wirklich die jüngere Generation anders spricht als die ältere. Und ich finde, so im Groben habe ich das schon nachweisen können, dass da schon wirklich ein Wandel stattgefunden hat. Also Oberbayern und Niederbayern ist so, kann man im Großen und Ganzen sagen, mittelbayerisch. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Und dann hier, dann sieht man sowieso Regensburg raufwärts. Also um Eichstätt rum ist schon ein großer Mischbereich, wo nordbayerisch schon mitgesprochen wird und teilweise dann rüber auch schon so leicht alemannische Einflüsse hörbar werden. Also der Ort Heidmühle, der liegt eigentlich ganz genau im Dreiländereck Bayern, Österreich, Tschechien, am Fuße des Dreisessels. Das ist eigentlich der bekannteste Berg.
und ist dadurch, dass er so ein isolierter Ort ist, eigentlich recht interessant für den Dialekt. Also man kann sagen, da ist wenig Einfluss, es ist keine nähere Stadt in der Umgebung, also Passau ist ja dann schon ein bisschen weiter weg oder Wien ist ja ewig weit weg eigentlich von Heidmühle aus. Und es ist auch ein kleiner Ort, also wo nicht sehr viele Einflüsse da sind. Und wie weit auf geht jetzt das Nordbayerisch? Das sind natürlich Orte, die uns als Österreicher ja weniger sagen, aber das geht noch weit über die Donau aus eigentlich. Oh ja, das Nordbayerische schauen Sie bis zum Fichtelgebirgsbereich aufwärts. Und dann wird eben dann dieses Fränkische gesprochen in Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken. Aber die Oberpfalz ist eigentlich nur nordbayerisch geprägt. Genau, also ich habe einen Themenkatalog gehabt, den ich abgefragt habe, mehr oder weniger. Und habe dann geschaut, ja, was antworten die Leute drauf. Also Wörter waren geteilt aus dem landwirtschaftlichen Bereich und aus dem nicht landwirtschaftlichen Bereich. Also zum Beispiel wie die Kuh melken, also Zahlen, Kurzahlen. Wie sagst du dazu? Oder was meistens über Bilder, also über Abbildungen, dass ich frage, ja, und was ist das? Also der Löwenzahn ist bei uns die Saublärme zum Beispiel, also dass ich möglichst wenig vorweggenommen habe. Also nicht, dass ich sage, ja, sagst du auch Saublärme, das wird natürlich das Ergebnis schon verfälschen, sondern frei antworten zu lassen. Das war mal so mehr oder weniger der A-Teil und der B-Teil war dann so Fragen, ja, bist du jetzt stolz auf deinen Dialekt oder redest du gern Dialekt oder fällt dir am Dialekt was auf oder fällt dir am Dialektverhalten von der jüngeren Generation was auf oder fällt dir von den älteren Leuten was auf, rennt der ein wenig anders wie du? Und das war praktisch der B-Teil, so soziolinguistische Fragen dann dazu. Und Erna, Forschungsgebiet ist jetzt hauptsächlich Niederbayern. Was kann man sagen, was sind so die speziellen Sachen, was ist so das Typische fürs Niederbayerisch, was unterscheidet es jetzt von anderen bayerischen Dialekten, was ist da speziell? Also speziell ist, dass dieses Niederbayerisch geprägt ist, natürlich von diesem Nordbayerischen mit Einfluss. Und dass wir aber dann auch schon diese mittelbayerischen Lautungen haben wir Furs, Ruhr, Bur und so weiter. Gegenüber Nordbayerischen, die sagen halt Fos, Rau und Bau und so weiter. Die haben dann diese sogenannten gestürzten Diphthonge. So sagt man. Und was jetzt so ganz unwissenschaftlich, jetzt mein Eindruck als Oberösterreicher ist, ich finde, die Niederbayern sind jetzt die für die Oberösterreicher, die am ähnlichsten reden. Da teilweise höre ich da Sachen, die von daheim genau gleich geredet werden. Ja, das ist so im Wortschatzbereich. Also wir haben hier in Niederbayern Triwiesel, gell? Das ist natürlich auch runter bis Wien, bis ins Niederösterreichische, die rote Johannisbeer. Also was auffällig ist, das ist die L-Vokalisierung, aber die haben wir in Österreich auch. Also dass man nicht Stuhl sagt, sondern Stui. Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Gibt es in Österreich auch einen Stui, oder? Wir sagen einen Sessel. Ein Sessel, ja. Ja, das ist bei uns, der Niederbayer sagt auch Sessel zum Stui, also der Alte. Nur, wenn man dann über die Grenze geht, hier bei Passau zum Beispiel, nach Scherding dann heißt es nicht mehr Bahn, so wie bei uns, oder Acht, sondern es heißt schon eher Bahn und Acht. Das ist dann das hellere A. Und gerade im Grenzraum fällt es am meisten auf, weil natürlich auch, wenn eine Grenze irgendwo ist, an den Grenzen verschärfen sich dann praktisch diese Sprachgrenzen auch. Also wir sagen eigentlich auch Bahn und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist immer schwierig. Untersucht man jetzt den richtigen ursprünglichen Dialekt oder die Umgangssprache? Das eher Forschungsgebiet ist, sie sind immer auf der Suche nach Leuten, die nur den originalen Dialekt reden. Ja, also unsere Zielsetzung war ja von vornherein, wir wollten endlich eine Dokumentation machen über den gesamtbayerischen Raum. Und dazu, dass man eine vernünftige Basis hat, sucht man natürlich die ältesten noch Dialektsprecher. Ja, das